Wenn wir Kölner von einer Typenrede sprechen, dann meinen wir eigentlich einen Redner, der als Type in eine gewisse Rolle schlüpft. Tja, unser nächster Redner, der wagt sogar einen regelrechten Rollentausch. Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt der Mann, der jetzt kommt. Begrüßen wir zusammen, ne Hausmann! Abend zusammen! Abend zusammen! Der Hausmann grüßt die schönsten Frauen Deutschlands. Ja, darum heißt es ja auch ZDF zauberhaft, diese Frauen. Und ihr braucht dafür ja nichts zu tun. Ihr seid von Natur aus schön. Das können wir Männer nicht erreichen. Ich war jetzt das erste Mal bei einem Schönheitschirurgen. Der war eigentlich also Frauenarzt. Ich war der einzige Mann. Da sagt eine Frau, was machen Sie hier? Ich sage, ich komme wie in meinem schönen Gesicht. Sagt sie, hätten Sie es nur mitgebracht. Sagt die Sprechstundenhilfe, möchten Sie Botox? Nee, sag ich, da kriege ich Sodbrennen von. Und eine Frau guckte mir eine halbe Stunde an und sagte dann, haben Sie die Gebärmutter noch? Ich sag, ja, die wartet im Auto. Ihr Frauen seid von Natur aus schön, wir Männer müssen mehr dafür tun. Das merkt man zum Beispiel, selbst wenn wir Männer als erstes aufstehen, kommen wir nie als erstes ins Badezimmer. Ihr braucht am längsten, obwohl ihr eigentlich ja nicht so lange brauchen würdet. Ihr tut etwas, das wir Männer nie verstehen werden, schminken. Früher war das ja einfach. Meine Mutter und meine Oma hatten eine Dose Nivea und eine Dose Penaten. So musste früher Kosmetik sein, von vorn und von hinten fein. Eigentlich... Ja, wir müssen uns so einigen. Erst so Witz und der Tusch und dann klatschen oder an? Ja, das ist unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo man auftritt. Ich bin jetzt mal in Westfalen aufgetreten, die lachen auch. Da war ich schon eine Stunde im Bus, ne? Ihr seid eigentlich schon zu intelligent für die Rede. Für die Stimmung sind Dövere besser. Und es müsste eigentlich nicht Penaten, sondern Ponaten heißen. Aber das ist kein Make-up für Arschgesichter. Und wenn wir Männer dann aufstehen, das kennt ihr ja, wir Männer denken, echte Schönheit kommt von innen. Aber wenn man abends innen was viel hatte, das siehst du morgens außen. Und dann kommt der nächste Schreck, wenn du auf die Ware trittst. 103 Kilo. Jetzt haben wir extra eine Genitalware. Jetzt ist es immer noch zu viel. Schatz, ich esse heute Morgen nur einen Apfel. Ich hab dir aber schon ein Brötchen mit Schinken und ein Ei gemacht. Ja, nach dem Frühstück. Ich meine, heute ist Schminken ja eine richtige Wissenschaft geworden. Ich habe mich damit beschäftigt. Setting Sprays zum Fixieren des nach dem Tauchgang erhaltenen Make-ups. Foundations zur Abdeckung der Poren und zur Erhaltung der Hauttransparenz. Neutralizer und Camouflages gegen Falten und Augenringe. Und jede Menge Pinsel. Wer hat denn hier so einen Anstreicher zu Hause? Der war neidisch. Wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Schönheit und vor allen Dingen zur Kleidung. Für euch Frauen ist Shoppen ein Hobby. Für uns Männer höchstens Frühshoppen. Ihr nehmt uns zwar mit,
aber dann müssen wir Portemonnaie abheben oder EC-Karte und werden vorne geparkt. Ihr lügt dann und sagt, dauert nicht lange. Und dann sitzen wir Männer da, da stehen so Couche. Ja, was ist denn die Mehrzahl von Couch? Ein Couch und noch ein Couch. Couch und Bänke, das sind so Büßerbänkchen. Da sitzen alle drauf, die nicht mitgehen dürfen. Steht da drüber, H&M, Hunde und Männer. Und wir Männer sitzen dann da mit so einer hängenden also mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Und du hörst doch die Gespräche, was war das längste, was du gewartet hast? 1 Stunde auf einen Faltenrock. Und du 2 Stunden auf einen Hosenanzug. Und sie eine Frühjahrskollektion in Düsseldorf. Ja, aber wie lange? Das ist doch nicht zu Ende, das ist meine zweite Frau. Wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Kleidung. Wir sind ja heute hier unter uns Frauen. Da kann ich ja die Wahrheit sagen. Ich meine, einige Männer sind modebewusst und verstehen was von Farbkombinationen, aber die meisten doch nicht. Viele von uns Männern kriegen die Sachen rausgelegt. Es ist nur schön, dass ihr Frauen dann nie drüber sprecht. Vor allem, wenn ihr unter euch seid. Musste deinem Mann noch alles rauslegen. Ja, sonst zieht er sich an wie ein Zirkuspferd. Dabei ist das nur, wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Kleidung. Wir hängen an Hosen. Das kennt ihr ja alle, wenn wir Männer sagen, Schatz, kann ich die Korthose hier noch anziehen? Nun zieh die Hose aus, da ist doch ja kein Kord mehr dran. Und dann kommt der klassische Satz, das ist nur noch was für hier rum. Das ist nur noch was für in der Yachten. Das stimmt, der Kohlrabi, ist egal, ob da Koch dran ist oder nicht. Wir Männer haben ein anderes Verhältnis zur Kleidung. Wir sagen, die Hose habe ich gekriegt, als Deutschland Weltmeister wurde. Ja, 54. Da war auch das Gras noch grün. Denn das hielt so ja für die Unterwäsche. Zieh die Unterhose aus, das ist nur noch was für das Fahrrad. Ja, früher konnte man mit einer Unterhose ein ganzes Rad putzen. Heute mit einem Tanga noch nicht mal die Klingel. Wobei Tanga ist ein empfindliches Thema. Ich habe zu meiner Frau gesagt, hören, du hast doch früher immer einen Tanga angehabt, einen String, da war mehr Pep drin. Sagt sie, den habe ich immer noch an, du findest ihn nicht mehr. Und es sind jetzt 2 Strings eingelaufen. Ich sage, das macht nichts, da machen wir Schuhriemen draus. Das merkt sowieso keiner. Ich komme in die Firma, kommt ein Kollege, guckt auf die Schuhe und sagt, die Schuhriemen sehen aus wie durch den Arsch gezogen. Ja, wir haben im Rheinland so eine eigene Sprache. Wir sprechen ja auch immer, als wenn wir die Körperteile neu bekämen. Meine Schwägerin sagte vorige Woche, ich kriege am Donnerstag die Füße gemacht. Ich sage, da brauchst du ja nicht mehr auf die Hände zu gehen. Und das Beste war, meine Schwiegermutter, die sagte, ich kriege am Samstag den Kopf gemacht. Ich sage, das wusste ich immer, dass das ein Provisorium war. Und am meisten unterhält man sich, wenn man mit den Hunden spazieren geht. Der Hundebesitzer, was ist das denn für einer? Wie heißt der? Das ist der Hector. Warum heißt er denn so? Ja, weil er an der Hecke und ein Tor pinkelt. Da müsste unserer Couchtisch heißen. Aber mit so einem Hund muss man gehen, das ist viel Arbeit. Ja, mein Mann geht immer damit, seitdem er Rentner ist. Dann kommen sie zurück,
Dann hat er die Zunge aus dem Hals hängen und wedelt mit dem Schwanz. Ja, so ist mein Mann auch, seitdem er Rentner ist. Ist er denn noch schon in der Hundeschule? Ja, im 3. Schuljahr. Aber der Lehrer hat gesagt, sitz, da ist er sitzen geblieben. Und was kann er schon? Er kann schon Gassi gehen, das war ein Haufen Arbeit. Und Stöckchen holen, ja, kann er das schon? Ja, das kann er schon. Das muss jetzt nur noch der Hund lernen. Das ist auch noch eine Tusch, Markus, oder? Ja, ne? Nicht so klein. Der unsere kann das, der eure nicht. Da hört er die Sprache der Hundebesitzer. Der unsere, der eure, der meine, der seine. Typisch für Hundebesitzer ist die Substantivierung des Possessivpronomens. Das ist nichts Fieses. Ne, der unsere kann das, aber der liegt immer zwischen uns. Das ist unser Manko. Ich denke, der heißt Hasso. Ja, der heißt Hasso, aber dass der zwischen uns liegt, das ist unser Manko. Sag, warum schnarchst du? Nee, das nicht, aber gestern wurden wir wach, da hatte mein Mann einen Gummiknochen im Mund und der Hund las im Kicker. Und so haben die Zeiten sich verändert. Heute redet man ja kaum noch miteinander, man schickt sich SMS. Selbst wenn du direkt nebeneinander sitzt, Computergeneration. Selbst wenn du nebeneinander sitzt, schickst du dir eine SMS, ILD, ich liebe dich. Und dann zurück FDP, vermisst dich voll. Und ich hatte ja vom Computer ja keine Ahnung. Als ich das erste Mal mit der Maus gearbeitet habe, habe ich eine Katze weggesperrt. Aber inzwischen kenne ich das. Ich kann auch Tricks damit machen. Ich lasse dann das CD-Laufwerk auffahren, lege eine Scheibe Schinkenwurst rein, fahre wieder zu, ruf meine Frau, wenn das aufhört, und sag, guck mal, da eine E-Mail vom Metzger. Doch euch brauche ich keine E-Mail zu schreiben, ihr seid mittendrin im närrischen Treiben. Und ich war als Hausmann dabei, ganz brav. Ich sage euch Danke und Kölle, Allah, Dankeschön. Ja, lieber Hausmann, das war fantastisch. Du hast mal wieder überzeugt mit bester Hausmannskost. Der Hausmann Jürgen Beckers. Und wir rufen aus auf unseren Hausmann, der Einzige, the one and only, hier im Saal, der Einzige, der für seine Männer das hier aufrechterhält. Wir rufen auf den Jürgen Beckers ein dreifaches Kölle. Jürgen Beckers, ne Hausmann.